seinen Platz gefunden. Hat auch jeder sein Stück Kuchen bekommen. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin Angela Thoberser, die erste Vorsitzende des Forums Gelbe Stimme und auch Chorleiterin. Die meisten haben meinen Namen schon gelesen und jetzt die Karten gestellt haben. Wir haben heute eine etwas andere Form gewählt, nicht einfach eine Weihnachtsshow, sondern eine Firmenweihnachtsfeier. Deshalb stehen auch nicht nur die Nummern auf den Tischen, sondern auch, zu welcher Abteilung du jeweils gehörst. Das werden wir aber dann später sagen, was da hintersteckt. Die Moderation am heutigen Abend wird der Rainer Mäschen wieder übernehmen. Viele kennen ja schon seine Moderation und ich kann versprechen, dass wir auch sehr lustig werden. Ja. Und deshalb werden wir jetzt sofort mit dem ersten Stück anfangen. Lassen Sie sich überraschen. Danke. Ich war noch nicht auf Sendung. Das merkt jedes Wort mit mir, meine Damen und Herren. Das ist ja schrecklich. Herr Kapellmeister. Der Tee ist mir lohnt. Ich fühle mich entspannt. Sitze im Foyer mit dem Glas in der Hand. Es ist doch jetzt hick, der Saal ist noch leer. Mein Gedanke, die laufen mir hinterher. Da ich jetzt um den Globus, das ist vollkommen normal. Das muss ich immer. Das ist wie ein Ritual. Jetzt ist alles zu spät. Jetzt lege ich hier Guss. Der Spot geht an. Ich muss raus. Dann stehst du doch im Scheinwerferlicht. Komm, mache glücklich, hier seh ich. Dann stehst du doch mit Pudding in der Weg. Solo. Jetzt bist du allein. Mir wieder flau, kalt und heiß. Der Saal ist ruhig, die Luft ist leis. 1000 Sachen ja mir durch den Kopf. Nur das, wo du anhüllst, das ist fort. Wie ging noch uns die dritte Strophe von dem ersten Lied? Han ich auch daheim ein Jas abgedreht. Konzentrieren muss ich mich, aber auch nicht zu viel, sonst weiß ich ja nicht mehr, was ich sagen will. Und dann stehst du doch im Scheinwerferlicht, komm, mache glücklich, hier seh ich. Dann stehst du doch mit Pudding in der Weg, solo. Jetzt bist du allein. Das ist es doch, was der Künstler ruft. Lampenfieber, so heißt das auch noch. Fieber hätte man aber ohne Temperatur. Doch quillte kein Arzt und noch kein Uhr. Manch einer, der hätte damit ja kein Problem. Im Gegenteil, dem ist alles angenehm. Doch dem fehlt jetzt, und da blieb die Schnur, und ist es doch das bisschen Fieber nur. Dann stehst du doch im Scheinwerferlicht. Komm, mache glücklich, seh ich.
dann stehst du da mit Pudding in der Beine, solo. Jetzt bist du allein. Solo. Jetzt bist du allein. Man hat mir gestern erklärt, ich sollte meinen Kram, den ich so benutze, auch immer wieder selber wegtun. Ich habe das gestern brillant hinbekommen, dann schaffe ich dafür. Ja, eine wunderschöne Sonntagvormittag zusammen in der altehrwürdigen Hütz zu der Büro-Weihnachtsfeier Teil 2. Ich freue mich, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier hingekommen sind, um zusammen mit der Firma den Jahresabschluss zu feiern. Die Chefin hätte schon gesagt, Überlebkuchen sind im Aufwärtstrend, Umsatzsteigerung 22,2%. Das wird unser Justiziar, der Rechtsanwalt Achim Weise, auch bestätigen können oder nicht erweisen. Ja, siehst du, ich muss es. Überlebkuchen im Aufwärtstrend und deshalb hat sie gesagt, wir feiern. Es gibt 3 wesentliche Merkmale an dieser Jahresabschlussfeier, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Punkt 1, alle Getränke sind frei. Punkt 2, die meisten haben da Bock, die Gäste, der Kuchen ist auch frei. Punkt 3, das ist das Schöne daran, es gibt ein Programm. Es gibt ein Programm und da haben wir die erste Schwierigkeit. Unser Werksfotograf ist auch wieder da, Jürgen Fahlenkamp. Schön, dass du da bist. Schön. Der macht die ganzen Abend jede Dinge mit. Aber ganz fantastische Bilder. Die Chefin hat mir gesagt, Sie können das machen mit der Jahresabschlussfeier, auch wenn wir den Umsatz gesteigert haben, aber eins müssen Sie sich ganz klar merken: Sparen, sparen, sparen. Ja, Schweiz. Dabei ging sie hin, ich musste mal gerade mit Moderationskarte weggehen, machte so eine Raute und sagte zu mir, wir schaffen das. Den Satz kannte ich nur aus dem Fernsehen, die Raute auch. Und ich denke mir, das hätte man doch mit ihrer Namensvetterin zu tun, Angela. Ne? So. Ich bin da mal zum Betriebsrat, Sie haben in der Firma Bügel und hat gesagt, ich als Geschäftsführer habe jetzt die Aussage, wir schaffen das. Was schaffen wir denn eigentlich? Ne? Weil ich wusste nicht, was Sie meint. Da sagte der Betriebsratsvorsitzende, und da unten sitzt der Betriebsrat, der hat sich aber weggeschlichen, der sitzt bei der Geschäftsleitung und Firmenpartner. So, und jetzt stand uns auch Hans-Jürgen Spitz als Betriebsratsvorsitzender. Der hätte alles zu verantworten sitzt. Der sagt dann zu mir, du schaffst das. Das wäre genauso viel wie geholfen wie der hier, wir schaffen das. Ich habe mich dann ins hingesetzt und habe nochmal überlegt, was wir machen können. Dann habe ich gesagt, okay, der Werkschor tritt auf. Ein wunderschönen guten Tag, Herr Tiebes. Wo haben wir jetzt den Tiebes? Du sitzt an Tisch 4. Drei, ja, du kannst jetzt nicht mehr sitzen, da sitzt eine andere jetzt. Einer steht da, weißt du, ich hau da 2 Bühnen auf der Bühne und du guckst von oben. Tisch 4. Setz dich schon mal an Tisch 4, da ist der Poststelle, die hat immer jede Menge Platz. Poststelle sind immer gut. Entschuldigung, ich habe jetzt gut unterbrochen, setz dich ganz hinten. Der Werkschor tritt hoch. Dann hat sie mir erzählt, mein Vater, der Seniorchef Heinz Ganz, den könnten wir auch singen lassen. Da hat sie mir natürlich gesagt, der Werkschor bekommt jeden halben Tag frei, wenn die hier auftreten. Ja, 90% vom Werkschor sind Rentner. Der Seniorchef soll auch eine halbe Tag frei kriegen, der ist ein Langrentner. Dann ist er irgendwann durch die Flure der Abteilung geschlichen, kam an der Poststelle vorbei und sieht die Leiterin der Poststelle, wie die leise vor sich hin summt. Hätte sie direkt gefragt, was summen Sie da?
ja, ich schreibe ja eigene deutsche Weihnachtslieder und mache die Musik selber und so. Kommen Sie zu mir, setzen die Leiterin von der Poststelle und dann haben wir da frei. Ich muss doch überhaupt, ne? Ich muss umtreiben. Ja, dann hättest du mich dann total überladen, als sie fühlt unser Koch wurde krank. Und da hatten wir Probleme mit dem Essen. Und dann hat sie mir ein Annegret vom Wochenmarkt mit Unterstützung des Betriebsrates und hochgedrückt. Die managt jetzt bei uns in der Kantine, auch zuständig für den Kuchen, aber ich weiß nicht, ich hatte nicht so den Draht zu der Frau, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wo die jetzt blieb. Ich hoffe auch, noch ist sie nicht da, ich hoffe auch, dass sie uns den ganzen Nachmittag verschont und sie hat nur mit mir zu tun hat. Ah, denk mal, Mädchen, ich bin spät. Tag zusammen. Weißt du nicht? Ja, ich bin wie jetzt Denk mal, ja, ich habe auf der Zobe gestanden, mein Gott, was war der Donnerverkehr. Also ich sag immer, wenn du auf der Zoobrück die Spur wechseln willst, musst du der Ware nicht kaufen. Ne? Sag Chef, ja. du hättest aber auch einen interessanten Putz an, Hector. Ja, die haben mich extra freigemacht. Du bist eine Menge Mann. Der schließt auch nichts fort. Aber Nico, mir ist mal nicht böse, ich kann mich auch nicht liegen, aber ich muss ja sagen. Du gefällst mir. Ja. Ich mag ja Männer mit Buch, ne? Sag, ist der echt oder ist der gerade eine Aushilfsjob als Leihmutter? Alles echt, alles wir. Also ehrlich, wenn ich mal der Bewohner von der Mensch, wenn 3 Pension hat. Alles Jungs. Keiner weiß, wie man die genannt hätte. Tom, Martin und Mark. Die hätte man so schön rufen können, ne? Tomate, Mark. Ja, ich bin jetzt so einfach so gekommen. Chef, ich habe noch falsch gemacht, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich. Du hast ein Weihnachtsgeschenk für mich? Ja. Also ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nimm mir zu ihr. Ich habe ihn liebevoll hingepackt. Ja, ich sehe das. Da krieg ich ja Blick in die Augen, wenn ich so erzähle. Ich habe mich informiert. Ja. Und ich habe gehört, sie in einem halben Jahr bist du der Chefin abgeschwattet. Du hast nur einen Wunsch für Weihnachten. Ja. Ja, für das Büro, ne? Ich wollte einen neuen iPod für Ja, ich merke es, und ich habe richtig entkosten lassen und ich habe so gekauft. Weißt du? Ein iPod? Ja. Für ein Büro? Auf der Schreibtisch. Annegret, das hätte ich mir Ihnen überhaupt nicht Nee, zugetraut. ich mach das schon. Ein iPod? Ja, hallo. Dann mache ich da neue Eierschlot. Wenn du nicht in einer Minute weg bist. Ich gar Ja, deshalb, hoffentlich bleibt die nicht auf den Boden. Gäste hat es mir genervt. Ich will noch schnell die Chance nutzen, für die Mittelbild einige Ehrengäste zu begrüßen. Ich begrüße ganz besonders unseren Hauptsponsor, nee, das ist jetzt nicht ganz richtig, unseren Sponsor für die Lebkuchenherzen, die wir immer hier auf der Bühne haben, die wir auch in den Pausen verkaufen. Wir kennen uns schon über 20 Jahre, liebe Uli, haben lange zusammen gearbeitet und heute immer noch freundschaftlich miteinander verbunden. Der Ulrich Henselek von der Firma Karlsruher, Wirkteller aus Großdorf-Oberlach. Dankeschön, liebe Uli, für die Unterstützung. Dann begrüße ich von der VR-Bank Rhein-Sieg, das Vorstandsmitglied Holger Hürten mit Ehefrau Kerstin. Schön, dass ihr zweite Mädchen habt. Einen ganz lieben Gast begrüße ich da unten, Frau Katrin Müller von der Firma Müller und Röster. Sie hat es mir ermöglicht, dass ich 36 Senioren aus Altenheimen heute Nachmittag einladen kann. Wir sitzen da hinten schön zusammen am Tisch. Vielen Dank, Frau Müller.
Und Sie haben jemanden mitgebracht, den könnte ich ja aber noch die Bühne brauchen. Weil, wenn wir zwei telefonieren, dann sprechen wir alle zwei Kölsch. Wir verstehen uns auch, Herr Müller, ne? Kein Problem. Ihr Vater Karl-Heinz Müller von der Firma Müller und Röster. Vielen Dank, ihr zwei Männer, dass ihr möglich habt, da hinten die Senioren vom Autorisierungszentrum und hier vom Coralium, dass die hier dran teilnehmen können. Dankeschön. Ja, dann haben wir auch einen Rechtsanwalt unter uns. Der soll den Betriebsrat so ein bisschen coachen. Da vorne sitzt der Betriebsrat. Ich begrüße unseren Justiziar, Herrn Joachim Weiße, als Rechtsanwalt. Der ist aber zu cool, aufzustehen, der nickt nur. So, jetzt sind wir wieder im Programm. Ich darf Ihnen jetzt 3 Titel hintereinander ansagen. Und zwar Tod wieder singe. Es ist das einzige A Cappella-Lied, was der Chor Ihnen heute Abend vortragen wird. Sonst wird der Chor immer begleitet von der Chorleiterin Angela Stowasser, natürlich der Chefin des Hauses Büngel, aber sie will den Werkschor selber begleiten. Dann kommt ein sehr schönes Lied, der Weihnachtsklang. Dieses Lied stammt ursprünglich aus Südafrika. Angela Stowasser hat das mitgebracht bei ihren vielen Reisen, die sie nach Südafrika unternommen hat, und hat dem Ganzen einen kölschen Text aufgesetzt. Und wenn Sie andere Veranstaltungen besuchen, Kölsche Weihnacht, unterscheiden wir uns mit mehreren Punkten. Bei uns hier was zu essen, mit Kaffee, Kuchen, bei uns sitzen Sie in einer Firma und nicht irgendwo als fremder Gast. Und bei uns hören Sie Lieder, die Sie nirgendwo anders hören können, weil der Text stammt von ihr bei der Weihnachtsklang. Und da haben wir mehrere Lieder. Da kommt ein Fan, Heinrich Theodor. Wo ist die Tüte für mich? Achso, die Greentüte ist für mich, danke. Danke für die Spende, Heinrich Theodor. Dann wieder ein Lied aus Südafrika, was sie umgeschrieben hat mit einem kölschen Text, Freude auf Christmas. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Und jetzt schauen wir mal, was auf der Bühne passiert. Also ich bin ehrlich. Ich habe gerade die ganze Woche fortgefressen und dann habe ich fristlos gekündigt. Ach, da schwag ich doch lieber ein bisschen mit euch. Ach, Moment. Das ist eine Tour in der Schürze am Brumme. Ich muss ins Jagd tragen, ja, Entschuldigung. Herr Bett, ich habe doch gesagt, ich kann jetzt nicht telefonieren. Nee, ich bin eine Lappbücher am Machen. Wie, du hast Hunger? Du hast doch etwas gegessen. Ja, pass auf, hör zu. In der Küche um Herd, da steht der große Isepott mit Hühnerzug. Ja. Kannst du dir jetzt in der Mikrowelle von Hayes machen? Der Mikrowelle. Der Mikro. Der weiße Kasten mit dem Finsterführer. Nee, ach, du bist im Badezimmer, das ist eine Wäschmaschine. Ja, 4 Minuten, ne? Ja, ist er jetzt und ruf mich nicht an, jetzt, ich bin ja nicht sowieso da, ne? Ja, chill. Entschuldigung, das vormige Mann, der ist Überlebenslos. Hoffentlich geht das gut. Normalerweise hätte der Hüb-Offen-Versammlung, der ist ja Mitglied bei der Lüstchen Hypochonder. Die Versammlung ist ausgefallen. Der Doktor ist in Urlaub und jetzt haben die alle für morgen die Krankmeldung. Ja. Nee. Als mir jemand letztens am Doktor wollte, habe ich ihn gefragt, Herr Bett, hast du dann wenigstens einen frischen Putz an? Sagt er, ja, schon 3 Tage. Also wenn ich mich zu jetzt verheiratet bist, wirst du besser arbeiten, ne? Und ich mag der Woche, Mann. Man trifft ja auch immer alte Bekannte wieder. Meine eine Englischlehrerin zum Beispiel, die Frau Geburt. 90 Jahre ist die alt, die könnte immer noch bei mir einkaufen. Ja gut, die Frau Geburt hat eine kleine Macke. Die will höchst noch auf Englisch begrüßt werden. Aber ich mach das ja gern. Immer wenn sie kommt, sag ich, Good morning, Miss Geburt. Und ich mag ja Pens, die kommen ja auch immer auf der Woche mal, ne? Aber die Pens von mir, die kennen auch kein Obst und Schlott und Gemüse mehr. Die schauen dafür und wissen ja nicht, was das ist. Dann ist der Führer, was die Front sich scheppen. Boah, voll krass. Da liegen tote Ninja Turtles mit geiler Wandfrisur. So, ne, Junge, das sind Ananas. Nee, ich sag das nicht, ne. Jetzt gucke ich auch immer über Düsseldorf auf der Woche, ne. Also die Menge ja wirklich, sie wären jetzt Besseres, ne? Wie die ein schön tanzt da. Hätte sie gesagt, im Gegensatz zu Köln war die Düsseldorfer Altstadt noch nie überschwemmt, wenn der Rhein Hochwasser hatte. Sagt ganz den Sinn, ohne Fluss hätte sie gestolz. Oh, Kinder, das brummt wird im Moment. Herr Wendt, ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht. Wie, die Mikrowelle ist gerade explodiert. Wie kann das dann passieren? Der Funke, was für Funke? Von der Ise. Ja, du kannst doch nicht der Isepott in die Mikrowelle stellen, das weiß man doch. Also du hältst die ganze Sauerei jetzt fort. Wenn ich hier gucke, will ich doch nichts mehr von sehen. Nee, nimm den Lampe und fang an. Und ruf mich, nimm mir an jetzt. Der kannst du nicht allein los. Ich hätte damals auf meine Mutter hören sollen. Die hätte immer gesagt, Annegret, schlag den Mann täglich. Auch wenn du nicht weißt, warum. Der weiß das.
20 Jahre miteinander verheiratet, ne? Da läuft das mit der Liebe auch nicht mehr so wie früher. Habe ich mir ins gepackt, ich sage, Herr Bett, kannst du mir sagen, wo die Potenz geblieben ist? Sagt er, weiß ich doch nicht, du rühmst doch immer alles fort. Und ich habe wirklich alles versucht, um das Liebesleben noch ins Jahr zu bringen. Ne? Ich habe so ja die neue Viagra besorgt. Für länger verheiratete Frauen, ne? Viagra Spezial. Die werden eine halbe Stunde blind. Hätte aber auch nichts gebracht. Jedes Mal, wenn ich der Packe, wo ist der fortgehüpft? Der hätte ja da nicht still mit dem blinden Po. Dann habe ich Viagra Raumspray besorgt. Kennen wir, ne? Steife Brise. Habe ich das ganze Schlafzimmer mit denen gesprüht. Die ganze Nacht ist nichts passiert. Aber morgens, wie wir wach wurden, da haben uns doch so zu belschen. Weißt du, was Viagra auf Englisch heißt? Stiefel Wunder. Hey, ich habe also ja eine neue Bikini gekauft. Und ich hab dir erzählt, ich sage, Herr Bett, meinst du, ich kann der Drache? Seht ihr sicher an, ich red ganz zu der Drache. Der verträgt bloß nicht an. Sag ich, Herr Bett, ab und zu hab ich noch Schmetterlinge im Buch. Sagt er, ja, du frisst auch alles, ne? Ich sag, Herr Bett, ich sage nicht dir, eines schönes das, wenn ich dich verlasse. Sagt er, war angekriegt. Glück ist doch eine schöne Tag. Sag, komm, Jo, da wird hier hören immer noch zwei dazu, wenn es da eher nicht klappt. Sagt er, ja genau, du und die Mutter. Also einmal, da war ich so satt, da haben wir eine Heiratsannonce aufgerufen. Ich wusste nicht, ob ich noch Chancen habe, ne? Hast du dann die Annoncerin geschrieben? Frau im besten Mittelalter, bald wieder schlank, sucht den nächsten Mann fürs Leben, hat vom Alten die Schnauze voll. Da krieg ich doch tatsächlich über 50 Zuschriften. Immer derselbe Text. Bitte nehmen Sie meinen. Naja, und dann habe ich gedacht, da mussten Sie ein bisschen aufnehmen, ne? Ich esse ja so ein Hämmchen. Aber der Doktor hätte auch gesagt, 3 ganze Hämmchen die Woche wird zu viel. Ne? Ich hatte dann tatsächlich geschafft und 2 Kilo abgenommen. Ich habe immer noch die 3 Hämmchen die Woche gekocht, aber ich habe die Knochen nicht mitgegessen. Also ehrlich, dürftet mir, wenn ich will, ich kann mich so zurecht machen, dass ihr meint, ich schwöre Wäsche. Wenn die Bett wäscht, immer wäscht. Im Winter, da haben wir um Wochenmarkt ja auch immer Weihnachtsfeier. Da mache ich mich immer ganz schick. Da trage ich so ja ein Kleid an. Und einen Netzstrumpfputz. Die kaufe ich immer am Stand beim Dieter. Über der Dach verkauft er dort Weihnachtsbäume. Er war abends, noch 4 Abend. Da mäht der Dieter eine Sonderaktion für die Frau vom Wochenmarkt. Da kann man sich vom Dieter für 50 Cent pro Bein durch die Weihnachtsbaumkanonen in den schicken Netzstrumpfputz schießen.
haben sie Freude. Und dann habe ich mich puntelrüb ausgetrocknet. Ich habe nur den Netzstrumpfputz angelassen. Die war ja noch Jod. Ne? Ich habe mich so gerade um dem Bett drapiert. Ne? Ging die Tür auf und lege in eine Stunde Herbert für mich. Und ja, das war der angeregt, was ist dann jetzt los? So, Herbert, komm, es gibt Nachtisch. Der angeregt hast uns auf der Uhr gelurrt. Sag ja, Herbert, es ist Mitternacht. Und wie hätte Oma hat gesagt, und dann haben wir uns geföst, ne? Ich sag, Herbert, komm, vernasch mich. Annegret, du weißt doch ganz genau, das ist so spät. Keine Rollbrode mehr vertragen. Der hätte trotzdem faustdick hinter der Uhr. Gestern Morgen kommt Elli und Rita bei mir an der Stand. Da haben sie gesagt, weißt du, Annegret, um Wochenmarkt wird sich erzählt, dass unsere 3 Männer am letzten Samstag in Köln im Pascha Freudehaus gewesen wären. Und da hätten die zusammen 1500 € unter den Kopf geklopft. Und einer von den 3 soll die Rechnung allein bezahlt haben. Ich sag, was? Ja, sagt Elli, ich habe mich nicht gefragt. Der hätte das abgestritten. Der hätte gesagt, sie wären niemals im Pascha gewesen. Ohne so viel Geld. Wir wissen so nicht, wie wir den Met bezahlen sollen. So viel Geld hätten wir ja nicht. Ja, sagt Rita, ich habe mich auch schon gefragt. Der hätte immerhin so gehofft, dass sie im Pascha gewesen sind. Aber der Sätze hätte dann nur jetzt getrunken und dann wären sie direkt wieder hingefahren. Und er hätte den Deckel nicht bezahlt. Und so viel Geld. Wir waren 5 Jahre nicht in Urlaub, so viel Geld hätte ich in einem Jahr nicht. Ich abends heim. Ich sage, Herr Bett, sag mal die Wahrheit. Stimmt das, dass du mit den Männern vom Elli und vom Rita im Pascha Freudehaus gewesen bist? Ja. Ich sage, Herr Bett, und stimmt das auch, dass ihr da 1500 € unter den Kopf geklopft habt? Ja. Sag, Herr Beck, und lüg mich jetzt nicht an. Hast du die Rechnung bezahlt? Ja. Sag, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, wir könnten uns das auch nicht erlauben. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ich sage frohes Fest und Allah. Dankeschön. Ich habe gekündigt, Chef. Ja, ich merke das. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt jetzt die Frau bin. Ja. Ich bin deperiert, dass Sie ja müssen. Wirklich. Ja, ehrlich. Wir haben ja so ein herzliches Verhältnis gehabt. Ne? Warum drehst du mir jetzt sofort hin? Wir hatten ein herzliches Verhältnis, deshalb habe ich dir auch ein Herz mitgebracht. Der Fotograf hat mir gestern gesagt, ich sollte mir vorstellen, Rainer Westenstedt für die Bühne vor Fotos machen. Und ich soll mich nicht viel bewegen. Ist das so geregelt jetzt? Oh, no. Ich beherrsche nicht. Der ist doch jahrelang schämst du für Bühnen und du bewegst dich. Der Chorjäger Bühne sagt dir danke, liebe Gabi, dass du uns 2 Tage lang unterstützt hast. Dein Sohnemann ist krank, habe ich mir eben sagen lassen. Dann lass den noch an Knabber, könnte ich noch da so 2, 3 von den anderen so haben, damit der Kleine zu Biese hätte. Die kann auch wunderbar lutschen. Doch, die kann auch wunderbar lutschen. Lass ihn nicht an der Große, da heißt in Erinnerung, aber an die Kleinen, da kann er
schön so ein bisschen aber, ja? Da darf ich mich ganz recht herzlich bedanken, lieber Rainer. Denn so schenken. Ja. So, jetzt hätte ich hier noch dazu adäquat, ja, ein Blumenschmeiß. Ich danke und ich bin sehr stolz, dass ich euch unterstützen durfte und ich wünsche Hugo noch ganz viel Spaß und ich weiß, die Glück werde der kriege. Ich war jetzt auch schon dabei und schön zusammen. So, meine lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich freue mich, die Leiterin der Poststelle, die tritt nachher auf und die hat auch die Einladung für heute verschickt. Sie haben alle in den Einladungen so ein kleines Büchelchen bekommen. Da schlagen wir jetzt mal Seite 44 auf. Aber das alles auch vergessen, oder? Ja? Gut. Ich wollte zusammen mit euch einen schönen Vers lesen, aber ich lese nicht für, kein Thema. Also das hätte wirklich stehen. Der Betriebsratsvorsitzende, Sie sind sehr schlecht studiert, Herr Spitz, das will ich Ihnen sagen. Ich muss ungefähr 6 Jahre alt gewesen sein, als ich so anfing, nicht so richtig an der Weihnachtsmann zu glauben. Jeder der Weihnachtsmann ähnlich, habe ich mich mit ihrer Frau, als wir am Nachmittag so gemütlich zusammensaßen und waren Weihnachtsspuk am Basteln. Meine Mutter, muss ich dabei sagen, versuchte immer Hochdeutsch zu sprechen, dabei konntest du ja nicht. Du hast ihn doch schon oft gesehen. Erinnerst du dich nicht an letzte Weihnachten, wie er reinkam und hier ins Zimmer mit seinem langen Bart und seinem langen Mantel? Und wir haben doch zusammen Weihnachtslieder gesungen. Ja, sag ich. Aber wie viele Weihnachtsmänner gibt es denn ähnlich? Wie viele? Natürlich nur einen, den Weihnachtsmann. Und der gehört auch zum Klaus. Habe ich gefragt, Klaus Robbinger Freund, der wunderbare Hüsewicke. Ja, natürlich kommt er zum Klaus. Und zur Elke in Paderborn auch. Elke war für 2 Monate mit Singereltern nach Paderborn gezogen. Ja, zur Elke auch. Und zu der Kinder in München und Hamburg habe ich gefragt. Ja, zu der Güte auch. Wie kann ein Weihnachtsmann am gleichen Abend in München und Hamburg und in Paderborn sind, alles gefragt. Wie der das kann, weiß ich auch nicht. Aber er kann es halt. Dafür ist er eben der Weihnachtsmann. Als Weihnachtsmann kann man vielleicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Ja, darüber war um den Zweifel noch lange nicht verschwunden. Ich hatte so ja einen bestimmten Verdacht. Warum ist endlich der Papa jedes Mal, wenn der Weihnachtsmann kommt, nicht dort? Wie, der ist nie dabei? Der ist gesagt, jedes Mal, wenn am Weihnachtsabend der Weihnachtsmann kommen soll, hätte er noch irgendjemand im Büro zu erledigen und dann geht er noch gut weg. Lichtspruch gut an der Weihnachtsmann. Und wenn der Weihnachtsmann mit dir und mit mir Lady gesungen hätte, und ist wieder fort, dann könnte der Papa wieder zurück und fröhlich, na, wie ist es denn gewesen mit dem Weihnachtsmann? Das ist Zufall, sagt mir Mutter. Ich will dem Papa sagen, dass er diesmal da bleiben soll, wenn der Weihnachtsmann kommt. Als mir Vater am Abend nach Hause kommt, hol ich die 2 in der Küche so halblaut miteinander rennen. Ich ging gleich um die offene Küchentür so und so zu hören. Du kannst das jedenfalls nicht mehr machen, sagt die Mutter. Er hat was gemerkt. Aber wer dann? Freundlicher Vater, vielleicht der Robert. Wir haben Robert doch sowieso zu Weihnachten eingeladen. Da kann er ja in dem Augenblick sorgst du nicht für Türstunden und braucht mitten im Satz ab. Sag zu mir, du musst jetzt mal in dein Zimmer gehen. Wir wollen gerade etwas Wichtiges besprechen. Etwas nur für Erwachsene. Damit schobst du mich in den Zimmer und machte die Tür zu. So konnte ich jetzt nicht mehr erfahren, dass die 2 noch besprechen wollten. 3 Tage später war Weihnachtsabend.
Wir saßen im Esszimmer und warten wie immer auf der Weihnachtsmann und auf Onkel Robert. Onkel Robert war der Bruder von mir und Tante. Er wollte dieses Jahr Weihnachten mit uns feiern. Wo Robert nur blieb, sagt mir Vater und schaut andauernd auf die Uhr. Der wollte doch schon längst da sind. Es schneit. Vielleicht kommt er mit dem Auto nicht los, sagt mir Mutter. Hoffentlich hast du doch nicht recht mit mir Vater und Lula wieder auf die Uhr. Wir warten eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und ich habe alle 5 Minuten hier braucht man der Weihnachtsmann den König. Aber der kommt nicht. Und Onkel Robert auch nicht. Mein Vater wurde immer ungeduldig hier. Plötzlich sprang er auf, die muss im Zimmer und rede, ich muss noch ein Kleinigkeit erledigen, dann dauert die wie lang, ich bin nicht wieder da. Ich fand es ja irgendwie schade, dass mein Vater gerade weg muss. Ich hab Sorge, der Weihnachtsmann könnte vielleicht wieder gerade kommen, wenn er weg ist. Und wirklich, genauso war. Mein Vater war 5 Minuten aus dem Zimmer, doch klopfen an die Tür, der Weihnachtsmann kommen. Das war wie jedes Jahr. Jetzt freue ich mich, ob ich auch immer schön brav gewesen wäre. Dann haben wir zusammen gesungen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Und dann gingen wir rüber in das Weihnachtszimmer. Und die ganze vielsättige Mutter, so, lieber Weihnachtsmann, jetzt hast du den ordentlichen Schluck verdient. Jetzt darfst du in der Küche gehen und was trinken. Und der Weihnachtsmann ging in der Küche. Kaum war der Weihnachtsmann in der Küche verschwunden, da holte die Mutter und ich im Flur laute Schritte und Gepolter. Um Gottes Willen rief die Mutter, nein, Robert! Da ging die Tür hoch. Es war nicht Robert, der reinkommt, sondern der Weihnachtsmann. Wie ist der Himmel, wie der das geschafft hat, von der Küche in der Flur zu kommen? Nämlich, na ja, mit der Tür. Vielleicht war aus der Küche finster geklettert und am Flur finster wieder reingekommen. Er kam auch direkt auf mich zu, ich war aber so damit beschäftigt, die ganze Geschenke auszupacken, dass ich den ja nicht wieder gemacht habe. Schließlich hatten wir uns ja für kurze Zeit noch lange unterhalten und zusammen auch Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Na, willst du denn ja nicht aufstehen, sagte zu mir mit tiefer Stimme und baut sich bedrohlich für mich auf. Erstaunt stelle ich mich für ihn hin. Na, bist doch immer brav gewesen. Dann habe ich schon doch gerade alles erzählt, habe ich gesagt. Wann gerade? Ja, eben, bevor wir zusammen gesungen haben. Wann sollen wir denn gesungen haben, sind wir? Ich wusste jetzt wirklich nicht, wollte er so vergessen. Oder wollte er sich nur Spaß machen? Da habe ich jetzt mal gar nichts mehr gesagt. Was haben wir denn eigentlich gesungen, Freunde der Weihnachtsmann? Ja, was schon, eigentlich gesagt, Stille Nacht, Heilige Nacht. So wie bin ich ein paar Jahre gekommen, da schaue ich nämlich zufälligerweise zur Küchentür und da sah ich jetzt ganz Verwunderliches. Als ich aufgehoben wurde zur Rettung des offenen Bruder stund. Mama hat recht gehabt. Der Weihnachtsmann wird wirklich an mehreren Plätzen gleichzeitig sind. Denn der Weihnachtsmann stund in der Führung mit seinem langen Mantel und seinem Biester Wagen. Der stand doch noch gleichzeitig in der Küchentür. Hat eine Flasche Wein in der Hand und der andere ein Glas Wein und denkt immer wieder einen Schluck davon nehmen und lud ganz verblüfft in uns Zimmer. Als der Weihnachtsmann, und ich muss sagen, als die beiden Weihnachtsmänner sich dann sahen, waren sie alle zwei flugs geehrt, gingen ganz hastig aus dem Zimmer und klappten die Dürre hinter sich zu. Noch eine ganze Weile kam dann mein Vater zurück. Und mit ihm, ihr werdet der Löwe, Onkel Robert, der inzwischen auch eingetroffen war. Ich sag, stell dich vor, ich habe den Weihnachtsmann doppelt gesehen. Und wollte der Zweite erzählen. Aber die gingen ja nicht unter das Thema hin. Sondern meinte nur, es sei höchste Zeit, dass sie nach all der Aufregung mit dem Weihnachtsessen anfangen können. Als sie enden, was sie allerdings mit Aufregung gemerkt haben, da ist mir nie so ganz klar geworden.
Jetzt schließlich vor mir Vater und der Onkel Robert noch gar nicht dabei gewesen, als ich die aufregende Weihnachtsmann-Verdoppelung erlebt habe. Ich darf Sie weiter im Programm, durchs Programm führen, nicht im Programm führen, durchs Programm führen. Danach machen wir eine ganz kurze Pause, damit Sie die Teller abgerollt kriegen. Das Stück Kuchen von der Frau Müller, das könnt ihr dann hier finden, das steht noch da. Ja, alle Stücke werden eingesammelt, der Chor muss auch irgendwo von Kuchen drehen. Ja, also hier, das nicht. Angebissene nehmen wir nicht, aber ihr habt so Stücke nehmen zurück. So, Christin ist endlich da, wird der Chor jetzt Ihnen vortragen und danach machen wir eine kleine Pause, bis wir dann weiter mit unserem großen Weihnachtsprogramm mit Diesseits Dick und seinem Weihnachtsprogramm fortfahren. Viel Spaß. Die wollen Ihnen jetzt natürlich mal zeigen, wie die eigentlich nicht in der Kaffeekanne in den Saal einmarschieren, sondern wie sie in den Saal einmarschieren würden. Und deshalb kommen die jetzt immer gut auf die Bühne. Die, was? Nein? Ach, die machen das da. Ach, Sie müssen sich alle rumdrehen. Sie müssen in die Seite, in die Richtung.
wäre doch schön, da durch ja? Begriffen wir. Nicht heute Abend nachmachen, ne? Nicht nachmachen. Nicht nachmachen.
habe noch nie einen Tanz dabei. Ein Tanz am zweiten Advent. Christopher Große-Kleffmann. Vielen herzlichen Dank für deine Mannschaft. Ich habe das einfach hier so in die Kiste gepackt. Das immer als kleines Bonbönchen vorher, alles andere machen wir hinterher. Das ist unser Klaus Moderat. Das ist unsere Bedienungsmannschaft, die Sie natürlich weiterhin bedienen wird. Sie wird jetzt tänzen und durch die Reihen gehen. Ich freue mich ganz besonders auf eine tolle Weihnachtsshow mit King Size King. Dem Lied, dein Publikum. Ja, vielen Dank. Können wir noch ein bisschen lesen, wo man so dann sind und ihr seid ein bisschen freier, ein bisschen runter, denn das Lied haben wir. Wo ist der Husmeister? Ganz schnell, ich mag das. So. Und wie gesagt, ich mache kurz und schmerzlos Tag zusammen. Sind wir fit? Natürlich nachher prüfen, ob wir fit sind. Ich möchte anfangen mit einem Lied, das heißt Kölsche Weihnacht. Ne? Und Kölsche Weihnacht, wie man sie früher kennt, das hieß es nicht. Ne? Ich habe gestern noch vorige Woche eine Erzählung, da war eine 85-jährige Frau, ein Jahr in der Wohnung tot. Das hieß es doch nicht, oder? Wo ist dann so die Nachbarschaft reagiert? Also da muss man sich schon drum kümmern. Ne? Ja, so ist die Zickküche, die ist ein bisschen anders geworden, also ein bisschen schneller. Und Kölsche Weihnacht, ja, das war bei uns, wir hatten den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher, da haben wir die ganze Huse eingeladen. Ne? Die haben alle im Wohnzimmer gesessen, da haben wir geguckt, was weiß ich, war das der Schwarz-Weiß, ja, aber alles war gespannt und der Fernseher. Ja, so war die Kölsche Weihnacht früher. Jetzt kam mir in dem Lied ein bisschen Schnee drin vor. Ne? Ich weiß ja nicht, wie der Schnee aus ist. Das Lied ist blau oder grün. Das schneit ja nicht. Ich bin extra von Köln in den Vorgebirge an der Eifel gezogen. War ja auch keine Schnee. Aber Nebel hatte man gestern. Ne? Schön. Und habe ich mir gedacht, jetzt singen wir ein Lied gemeinsam, danach schneidet meistens. Ne? Ja, ich singe mal kurz an das Lied aus Amerika. Jeder kennt das, ihr müsst das nur ganz normal singen. Ich singe mal kurz vor. Hätte ich noch ins Weiße. So klingt es in Düsseldorf, ja. Wenn der Chor am Singen ist. Ne? Wei. Nochmal. Hätte ich noch ins Weiße. Aha, so hier. So, dann Lied aus Amerika, die Amerikaner sind ein bisschen flotter, ne, flockig. Wir sind immer bei jedem der Griechen, ne? Die sind immer lustig drauf. Wenn ihr die Hände benutzen könntet, wäre das wunderbar. Hier ist es White Christmas oder wie ist die Weihnacht? Die Bild. Zum Weihnachtsfest
So, jetzt kommen wir zu einem Lied, das geht ein bisschen schneller. Mich haben sie schon vorhin Evans vor, ob ich auf Linda Lu singe. Ne? Das ist ja ein wunderschönes Weihnachtslied. Ne? Aber Evans hat mir gerade gedacht, wenn die Prinz oder Lieder tanzen, dann kann ich auch Linda Lu singen. Ne? Und sie haben das fast verloren drin. Ne? Nee, aber ich habe so ein bisschen ein kleines Weihnachts-Roggenröllchen. Ne? Und Roggenröllchen, das passt eigentlich nur zu unseren Weihnachtsmärkte, die wir haben. Mittlerweile können 24 Weihnachtsmärkte. Ja, man sieht alles auf den Märkten, nur keine Gölchen mehr. Ne? Wir verstehen die Sprache nicht mehr. Was das für eine Kauderwelsch da ist. Da kommen Busse an, aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich und was weiß ich wo all her. Deswegen lieben wir mit Gölchen am besten mit dem Arsch daheim. Ne? Und dann haben wir unser Brot. Ne? Parkplatz kriegst du sowieso nicht mehr. Und da habe ich mir gedacht, da machst du mal ein Lied für so einen schönen Weihnachtsmarkt. Und was da so auch passiert, das kleines Roggenröllchen, wie gesagt, ich bräuchte jetzt wieder mal die rechte Hand nach oben, die linke dazu. Ja, das ist schwer. Ja, ja. Diese zwei Hände zur Mitte führen, dann können wir Knall hier. Ne? Wir sind immer noch in Düsseldorf. Das ist doch nicht genau. Noch mal beide Hände nach oben. Dann zähle ich mal an. 1, 2, 3 und. Und die Kinder am Kinderhemd, Weihnachtsglühe, alles durchschlägt, ins Wintergeld, schön so da Weihnachtsmarkt. Jo, die das sind andere Dinge, und der Mann, der Sandstänge, die schon die Hand der Touch, der Bande vor Matsch, schön so da Weihnachtsmarkt. Die Kirche und Schätzchen Brüder, stecken uns Augen in der Haus. Wenn sie den verwenden, sie die Gründe, von ihr so ein schönes Haus. Jo, die Hand ist am Hofe, jo, den Leben, den geht es Hofe. Quere Stoffverkehr und alle immer her, schönes Hofe da am Weihnachtsmarkt. Auch die Süßi, die Schirren zum Stolze, über Autoschen für uns fein. Die ganze Bus von Holländer Junge, bei uns die warme Schauspiel und den Wein. Überall, nur Döge, ja überall, nur Köige. Ach du lieben Gott, das Weihnachtsjahr ist dort. Schönes Ohren am Weihnachtsmarkt. Oh yeah, schönes Ohren am Weihnachtsmarkt. Oh yeah, schönes. Hörst du denn da? Am Weihnachtsmarkt. Dankeschön. Ja, das ist der Weihnachtsmarkt. Aber die doch Weihnachtsmarkt, das sind schön gemütlich. Ne? Ist auch was Langsames. Ist zum Beispiel das nächste Lied. Am Weihnachtsmarkt habe ich meine zweite Frau kennengelernt. Mit der ersten war ich nur einen Morgen verheiratet. Das war Linda Lu. Ne? Die mich eben auch in der Tisch gesoffen hätte, da kommt man nur noch mal Bus haben, da habe ich mich wieder entscheiden lassen. Und meine zweite Frau, die haben wir am Weihnachtsmarkt kennengelernt, wir haben uns eigentlich schon in der Schule gesehen, aber da haben wir uns auseinander dividiert oder was weiß ich. Aber am Weihnachtsmarkt haben wir uns kennengelernt und ihr zu Liebe habe ich dieses Lied komponiert und das heißt so schön
wie nie. Waren uns für eine Ewigkeit verloren. Und so viel Jahre haben wir uns nicht wiedersehen. Jetzt stehen wir hin in Weihnachtsstube. Jetzt so verhält uns zwei zusammengebracht. Und wir erzählen, was in der Zeit passiert ist. Und vergessen alles zurück. Nur ohne für uns und morgen am Weihnacht, da wird das Christkind richtig hoch gemacht. Weihnachten wird so schön wie nie. Und Einsamkeit hier wie nie. Wir haben die Zeit zurückgedreht. Und wir werden Weihnachten gehen. Weihnachtslichter brennen ganz für unser Land. Wollen Wärme ganz Leben unser Herz. Keiner von uns zwei hätte das gestern noch gedacht, dass wir am Glück wieder zusammen sind. Weihnachten wird so schön wie nie. Und Einsamkeit hier wie nie. Wir haben die Zeit zurückgedreht. Und wir werden Weihnachten gehen. Wir haben die Zeit zurückgedreht. Und wir werden Weihnachten gehen. Das ist der Film vom Weihnachtsmarkt, ne? Haben Sie die wieder gefunden? Ja. Ist der Junge ein bisschen wieder da, ne? So, jetzt werden wir wieder ein bisschen schneller. Jetzt kommen wir langsam noch Weihnachten an, ne? Und ihr wisst, Weihnachten bei uns war immer so Tradition. Mein Opa hat den Baum geholt. Das war natürlich. Ich bin Baujahr 42, ich bin euch vorstellen, wenn ich 6 Jahre alt war, da war ich natürlich in Köln. Die alten Häuser hatten fast 3 Meter hohe Wohnungen. Ne? Dann schläft mein Opa da der 3 Meter lange Baum in einem Wohnzimmer. Jetzt war meine Mama dann und hätte gesagt, was hast du dann da für eine Krottel mitgebracht? Der ist ja schief und schön, wo soll man dann die Spitze noch drauf tun? Da hätte mir armer Opa, das sehe ich ausgepackt, nichts Elektro, sehe ich, ne? Immer dann hier mit dem Fuchsschwanz, ne? Und immer war er dann noch 2 Meter, ne? Immer war er schief, dann kommt meine Oma und hätte gesagt, der Ast, der passt da ja nicht hin. Schnickt der Ast auf den Boden, da Loch drin. Dann hätte mir Opa die Bohrmaschine, ne? So eine Handbohrmaschine, hätte den Baum da ein Loch drin gebaut, ne? Da der Ast abgeschnitten, da kommt der Ast drin gegangen. Da braucht dann der erste Ast, der die Blätter verloren hat, genau drin, ne? Ja, so war das hin und her, aber eins hat sich mein Opa nie nehmen lassen, er hätte immer den Baum geschmückt und bei 3 Meter könnt ihr euch ja vorstellen, jedes Kügelchen ein Körnchen. Ach, was ist da jetzt los?
Hab ich nicht Schreck? Oh. Komm mal zu mir, ich bin nicht der Nikolaus, ich bin ein Christkind. Auf jeden Fall, ne, jedes Görnchen, jedes Kügelchen. Meistens ist sie dann mit dem Baum umgefallen. Und am anderen Morgen hätte ich gesagt, nee, was war das wieder eine schöne, hellige Ort. Ja, Rainer, gib dir mal ein Herzchen von mir. Ne? Guck mal, da kriegst du was. Guck mal. Was, das will er auch nicht. Ne? Dann gib ihm ein Tablet. Oder iPhone. Das ist doch nicht der Wache, iPhone. So, auf jeden Fall, was so passiert auf dem Heiligen Abend, wenn es so langsam losgeht, dann machen wir den nächsten Lied. Das heißt, was ist los? Da brauche ich einen riesen Chor, ihr wollt singen. Was ist los? Kriegen wir das hier regeln? Also, das muss schnell gesungen werden, das geht so. Nee, was muss ich in dem Hut? Zu langsam, zu langsam. Nee, was muss ich in dem Hut? Was ist los? Was ist los? Ja, so. Du hast es richtig, ja, ja. So, rein, gehen wir gleich nach rein. Den roten Freischiller, du lässt mich ganz nervös. Kannst du nicht erst so eine schwarze an? Ach, wir haben ja auch Sonntag, ja, richtig. So, wer ist es, was ist los? Brauchen bitte die Hände, geht es wieder ab. Achtung, Güttel, was ist los? Jetzt sind wir völlig gut. Jetzt war alles richtig. Danke euch, danke. Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Ja, alles los. Jetzt sind wir endlich schon wirklich auf und angekommen. Und ihr wisst,
Heiligabend, das ist ja was ganz Besonderes. Bei uns auch, nur einmal im Jahr wurde das Wohnzimmer geöffnet. Das war Heilig auch, ja, ne? Das war auch vorher so, da hätte sich immer alles in der Küche abgespielt, hat schon wie die Ostermann gesungen. Man sitzt des Mittags gewöhnlich in der Küche, weil ich finde es steht auch an einem Küchenbusch, weil unsere Sensation geht's los. Dann los. Dann jetzt noch den Frau gespielt. Da sind der Rest, die Frau sind nicht, sondern sich doch groß ins so. Also so war damals nur einmal wurde das Wohnzimmer geöffnet und da bin ich dann als kleine Franz, da haben wir riesen Tannenbäume sind die Pakete, ich stand da hinten und da war auch ein Paketchen immer unter dem Baum. Ich habe mir, also ich muss ehrlich gestehen, Wein hatte Gott für mich immer auf die letzte Sekunde. Ne? Dann fehlt mir irgendwas, was musste der Dinger Mann noch schenken. Was gab es früher immer in Leonhard Dietz oder Kaufhof, gab es diese wunderschönen Geschenkpackungen von 47 11. Ne? Die hat die Mutter wirklich noch 50 Jahre lang im Schrank gehabt. Ne? Die Seefetze dann immer zwischen den Lächeln. Ne? Und jedes Jahr, aber die Mutter hätte sich nur gefreut darüber. Ne? Da kommt man in den Wahnsinn, dass die da hat, hätte sie ähnlich nämlich auch drauf. Aber so sind die Mütter, ne? Und dann gingen dann auf die Geschenke an, dann hätte die Mama gesagt, komm uns zurück, Junge. Mama hat vergessen. Ich sag, was haben wir denn vergessen? Wir müssen singen. Was haben wir gesungen? Stille. Alles war am Griechen und jeder war am Sprechen, hoffentlich sind wir uns nächstes Jahr auch wieder zusammen. Da denke ich, was ist das für ein Lied? Oh, du Fröhliche, wir sind aber am Knatschen. Ne? Also ein Traum war das. Ne? Aber mir war das Dritte, ja, ich habe mir geschenkt, geholt, man hat das sich erlebt. Ne? Hast du die Liederhüben los. Ne? Aber ich habe jetzt ein Geschenk für euch mitgebracht. Es gibt ja Geschenke, die müssen unheimlich teuer sein. Ich habe mir gedacht, auch nicht teuer zu sehen. Hauptsache, es kommt vom Herzen. Wenn nur ein Blümchen ist. Und deswegen, dieses Lied ist ein Geschenk an euch. Schöner Text. Denkt mal dran, und das heißt das schönste Geschenk. Das schönste Geschenk, was will ich jetzt zählt? Das kann man nicht kaufen für kein Geld. Das ist nicht verpackt in Silberpapier.
das kann jeder schenken, du mir und ich dir. Ich schenk dir die Blume, die Vasen umfällt. Ich wachse dir in und im Himmelszelt. Ich rieße mit Lust und ich nimmt nicht mit. So freust du dich wieder, da hitze nicht. Und ich schenk dir Rache, so oft wie es geht. Denn wenn man viel lacht, muss ich besser verstehen. Und löst sich ganz höchstens ein Wunsch für Sinn. Doch lachen wir drüber und so mäht sich davon. Ich schenk dir die Sonne, der Mond und die Sterne. Ich schenk dir das Schnee und ich schenk dir das Welt. Ich will dir nur sagen, wie froh man sein kann. Da baust du ein Leben, die ganz Leben lang. Und ich schenk dir Stille, ganz höch und ganz fest, damit du den inneren Stimme verstehst. Damit der Verzerrung nicht stimmt, nicht so schlau, davon ist zu finden, doch nur Schau und Rauch. Ich schenk dir die Herz, des Jahrhunderts gewöhnt, mit Liebe und Treue und Vertrauen und Glück. Da hätt's es mit Zärtlichkeit und Vollziehung und Lob und Gnade, dann hätt's nichts passiert. Das schönste Geschenk, das will ich jetzt sehen. Da kann man nicht kaufen für kein Geld. Das ist nicht verpackt. Die Silberpapier, da kann jeder schenken, du mir und ich dir. Da kann jeder schenken, du mir und ich dir. Mein Geschenk. So, wenn wir dann die Geschenke hatten, was haben wir gemacht? Dann gingen in die Küche, ne? Was haben wir gegessen? Äpfelschlag mit Würstchen, ne? Ja, und wenn die Mutter dann ins Film geerntet hat, das war ja direkt am Weg, da gab es was Grässliches zu essen, als für mich Kind, also ich bin ganz so jemand, aber ich natürlich noch sind dieses Essen, aber sie hätte gedacht, das ist so eine schöne Farbe, die passt zu Weihnachten. Der Joghurt Heringsschlott, widerlich, ne? Aber eine schöne Farbe, ja, passt zu Weihnachten, ne? Das Pink da, ne? Aber dann sind wir noch oben gegangen, ihr wisst, früher war Köln ja fast nur in Trommere, man wollte Köln ja nicht aufbauen. Aber wir sind dann zu Heiligen Christmette und Dom gegangen, über den Trommere, ich habe am Eilstein gewohnt, das war der Krieg. Und da war der Altar vor dem Dom, unten in der Rinde, der war auch baufällig da. Und da gab es einen wunderbaren Bischof, der hätte immer von der Kanzel gepredigt. Glückste, wenn er nicht kalt ist. Ja, am Jerionsbahnhof, am Güterbahnhof, ja, Klüte glauben. Wie gesehen hat er, ne? Ja, und das haben wir dann noch kräftig gemacht, also ich nicht, aber mein Opa, mein Vater. Und wenn sie die dann erwischt haben, dann lese ich, der hat mein Vater gesagt, wir haben doch den Segen des Bischofs. Gesagt, der Polizist, wie der Segen des Bischofs. Ja, der hat uns gesagt, wir sollen Fringsen, ne? Das hieß nicht Stille, das hieß Fringsen. Und der Bischof hieß natürlich Frings, ne?
Ein wunderbarer Bischof, ein richtiger, echter Kölsche, der hat alles erkannt. Und das war wunderbar. Und mit euch möchte ich jetzt zum Dom gehen. Wir kommen nämlich so langsam zum Schluss. Und das Lied, das geht so. Con los vol al longo, con los al longo, con los vol al longo, zur Heiligen Nacht. Hat er auch eine CD oder was? Der Text stimmt, das ist schön, ne? So, dann wollen wir nach oben gehen. Wer kann aufstehen? Wer kann aufstehen? Du. Ich kenne so das Tricks von Bär, da wollten jetzt kannst du nicht aufstehen. Also ich würde mal sagen, man kann ja nicht nach oben umsitzen, hier, ne? Wer aufstehen kann, der kann das machen, wer nicht will sitzen. Wir müssen das machen, das ist auch mit diesem Lied hoch das Schunkeln erfunden. Aber da wird ganz langsam, so ganz seicht, wird das Schunkeln eingeübt. Ne? Und denkt dran, die Düsseldorfer Schunkeln von links nach rechts, mit Kölsche Schunkeln von rechts nach links, da man doch keine Fehler machen. Ne? So, hier ist es, kommt, lass mal alle nach oben, ja. Die Glocke sind klingende, wollen uns hinbringen, Dondo, hin zur Heiligen Nacht.
Danke. Können wir noch stehen? Machen wir noch zu. So, also ganz einfache Melodie. Weihnachten. Falalala ist das, mit F. Das hier so Falalala, ich sing mal kurz an. Los Weihnachtsplätzchen backe, Falalala, bis Weihnachtsplätzchen kacke. Ja, dann könnt ihr singen. Ne? Also Falalala, ne? Das ganze Leben ist freudig mal. Das wünsche ich euch auch. Ne, dass man ein schönes Weihnachtsfest hat, gute Rutsch ins neue Jahr und ein schönes Jahreszeit, ein schönes fast Lovensstick, ne, und deutsche Befehle, ja, immer wieder. Hier ist es, freu dich alle. Freu dich alle und dort schön vieren, dort ich köstlich amüsieren, dort wir trinken, tanzen, essen, dort der ganze Stress vergessen, Los nur Weihnachtsplätzchen backen, bis nur Weihnachtsplätzchen und Gedochenzchen und Lippen, freu dich trotzdem noch am Leben, freu dich allmatig den Sorgen, jede Nacht auf der Morgen, hör Flügel, Wiese singen, nur noch Vögel in der Himmel, freu dich all und dort viel Lache, mal's ganz verrückte Sache, mal ich freu bis zum Empfangen, frohe Weihnachten, ich alle, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Vielen Dank, das wünsche ich euch. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und gleich sehen wir uns wieder. Bleibt gesund. Der Mann Robert. Ja, Achtung, jetzt bin ich da. Ja, ich habe mir der Udo fragen gesagt, jetzt habe ich jetzt eine Stunde den Schwanz da genäht. Das war irgendwie du Schwanz, ich Schwanz, alle Schwanz. Ich darf mal kurz den gesamten Vorstand des Jecke Büngel nach hier vorne bitten. Jetzt wird es eine Vertrauen umlegen. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Also auf du hin, gut, da gehe ich wieder auf die Seite. Leben Dick, ich freue mich immer über den Tag, wo wir zwei uns kennengelernt haben. Das war ein schicksalhafter Tag in deinem Leben. Ja. Wir haben uns oft genug getroffen und du warst auch schon bei uns zu Gast in unserem Probenraum. Einmal haben wir zweimal einen Sonntag dort 10 Stunden geprobt. Deshalb habe ich hier eine kleine Urkunde, Ehrenmitgliedschaft. Heinz Ganz, King sein Stick, wird aufgrund seiner freundschaftlichen Verbindung zum Mundartchor Jeckebüngel zum Ehrenmitglied ernannt. Troisdorf, 3. Dezember 2016, Angela Strohwasser, erste Vorsitzende. Jetzt soll ich das irgendwie die Fotografen zu Hause hier sein. Achso, da ist
Ehrenmitgliedschaft kostet nichts. Ehrenmitglieder dürfen nur hier nicht mehr auftreten. Gut, dann kriegst du von der Vorsitzenden noch ein Herzchen. Nicht, dass du dich wieder beschwerst, dass nicht dasselbe so wie Größe und groß Fest hängt und Jetzt. So, und Juli, wenn du jetzt noch, macht sich gut im Rundblick. Hast du aber einen Finger drauf, ja? So. Ja, Leben Dick. Ich denke, es war ein Vergnügen für Sie, ihm zuzuhören. Es war ein Vergnügen für uns, ihm zuzuhören. Auch wenn er schon mal schenkt, dass ich dazwischendurch eine rauchen gehe. Aber er singt so eindrucksvoll, dass ich das selber am Parkplatz noch höre. Ich darf mich wieder mal nur bei dir bedanken, dass du wieder bei uns warst, gestern und auch heute. Er ist gestern schon mal zum Ehrenmitglied in Dauerstellung ernannt worden. Für jeden zweimal jetzt. Die Urkunde ja mit Null. Ich bedanke mich noch bei dir. Ich danke dir für deine Gemeinschaft. Ich muss auch hier dazu sagen, ich freue mich auch wirklich, den Rainer kennengelernt zu haben. Und das passt eigentlich zu uns, wo man es kennengelernt hat, das war auch der Hennessy kennen. Richtig, ja. Wir zwei Hennessy. Ne? Ja, auch der Hennessy. Und dann hätte ich gesagt, hast du nicht Lust, ein C bei uns zu singen? Dann habe ich hier den Chor kennengelernt und dann war ich hin und weg und habe gesagt, also, bei dem Chor musst du mitmachen, sonst hast du nicht verloren Dinge im Leben. Das muss man erlebt haben, besonders wenn man hinter der Bühne ist. Ne? Das ist ein wunderschöner Chor, die sind nur am Essen. Also ich könnte noch nie, wie die sich da hochvollhauen. Da könnte ich nie singen, aber die können die schaffen, wir wollen die Rest in den Buch. Auf jeden Fall dahinter ist Essen en masse, ne? Wenn jemand eine Tupperware mit hat, die können noch was mitnehmen. Ne? Also das ist für alles gesorgt, das ist einmalig. Deswegen bin ich froh, dass ich Ehrenmitglied bin, wenn ich hier auch nämlich singe, dann komme ich hin und dann kriege ich an der Bühne und mal das ist doch dann mal ein Ehrenmitglied. Ja, Ehrenmitglied, du bist immer zu allen Konzerten eingeladen, der kommt meistens immer so eine Stunde bis anderthalb vorher schon und sitzt hinten mit dem Chor zusammen. Das finde ich immer sehr schön, aber er ist dann noch bei uns. Ja, jetzt gehe ich vor. Denk an die Wettwürste. Also ich würde noch, weil ihr habt ein wunderbares Publikum, muss ich auch sagen, selten so eine riesige Familie, würde ich jetzt sagen. Ne? So jeder nur in Köln, und ich würde mal sagen, wir auch. Ne? Weil so lieb und einfach machen wir noch eine Zugehört. Ja? Haben wir noch die Zeit? Ja, ich würde mal sagen, ihr müsstet dann noch einmal aufstehen. Denn und hier vorne haben wir da kräftige Leute. Ja, mächtig. Ein bisschen kräftig. Ich mache jetzt einen Flickflack in den Publikum rein. Ne? Hey, du musst nicht fangen, dass ich noch in die Gänserin gerate. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich will jetzt euer Pastor, aber nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Amerika geht da ganz anders flockig los. Da könnt zum Beispiel der Pastor mit einem Flickflack auf die Bühne gehört, während des Fluges brüllt er schon Halleluja! 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 Amen! Das hätte schon so geklappt. Ne? Jetzt kommen wir zur Predigt. Die ist in Amerika auch anders, nicht wie in Deutschland. Die musst du dann nicht merken, wann du aufstehst, wann du dich setzen musst, wann du aufstehst, aufstehst. Und in Amerika, die machen aus dem Gefühl raus, dann rasten die aus in der Kirche. Ne? Und die Predigt ist so, man muss sich da Gedanken machen, was der Pastor gesagt hat. Und die gibt dann singend wieder, was sie sich gedacht hat. Also wir versuchen es mal. Ne? Achtung! Osternober schafft der Katze seis. Sollst du dafür sagen, oder? Ne, dann würdet ihr singen, was geht mich die Katze an? Ne? Ganz einfach. No. Osternober schafft der Katze seis. Da ist ein Kind. Minge ist länger als der Dinge.
Ingeborg, der hat richtig gesungen. Der hat gesungen Halleluja. Der muss es schon gesehen haben, ne? Aber du warst richtig. Das heißt, was geht mich da Dingen an, ne? Also, wir hören 2 Stück, gucken wir, ob so. Noch einmal. Osterlob schafft die ganze Zeit. Wenn wir es länger so dienen. Amen. So, jetzt kommen wir endlich zum Lied, ne? Diese Lieder nennt man Gospel. Ne? Gospel, das heißt, da gibt es so verschiedene Klatschordnungen. Wir nehmen jetzt mal den Mittelteil. Beide Hände nach oben, beide Hände nach oben. Falten, falten. Und dann immer hin und her, so wie. Wunderbar, wunderbar. Das ist für die Streiter. Aber die Hände, oder? Hallo. Wo sind die Hände? Zum Himmel. Ja, und dann immer hin und her, das ist doch ganz einfach. Ja. Das ist der Mittelteil eines Gospels. Jetzt wieder beide Hände nach oben, weit auseinander. Ich zähle mal an. 1, 2, 3, auf. Oh, happy day. Oh, happy day. So, wir versuchen jetzt den Takt. Ja, unser Danke. Ist mein Techniker, mein Riesenapplaus. Oh, happy day, als Jesus kommt.